Hallo und herzlich willkommen beim Audio Adventskalender. Heute geht es also los und wir machen das erste Türchen zusammen auf. Bis und mit dem 24. Dezember erwartet dich hier täglich Kurzgeschichten. Verschiedenste Zutaten habe ich für dich in diese akustische Gutzli-Büchse reingepackt. Mal wird es lustig, mal spannend. Auch ein bisschen Jö-Faktor oder eine Prise Horror könntest du da drin finden. Und oft wird es einfach ein bisschen kurios. Ich hoffe, dass auch dir die eine oder andere Geschichte wird gefallen. Starten wir heute mit dem Meier. Wie der zum Vornamen heisst, weiss nicht mal ich. Der Meier arbeitet als Journalist bei einer mittelgrossen Zeitung und ist bekannt dafür, dass er noch aus allen Quellen etwas herauskitzeln konnte. Seitdem der Sohn von seiner ehemaligen und äußerst kompetenten Chefredakteurin das Zepter auf der Redaktion übernommen hat, fühlt sich der Meier da aber ziemlich fehl am Platz. Der Junior sieht im Medienhaus nämlich nur eine Zwischenstation, bis er ein weiteres Erbe einsacken und sich auf den Bahamas absetzen kann. Wirtschaftsnews interessieren den nämlich nur, wenn es um das eigene Aktienpaket geht, und im Sport beschränkt sich der Fokus auf kolumbianischen Riesenslalom. Und sein Lamborghini, den stellt er auch gerne mal ohne schlechtes Gewissen auf einem Behindertenparkplatz ab. Ein echt sympathischer Mensch halt. Komm mit in die Redaktionssitzung, wo gerade mal wieder mit dem Monolog vom Chef zu Ende geht. Und darum hat die Geschichte auch so gut funktioniert, meine Damen und Herren. Also nehmen wir ein Beispiel an dem. Wunderbar. Danke euch für die Aufmerksamkeit. Das wird's dann also gewesen. Schönen Rest vom Tag. Euch alle noch. Oh, hey Meier. Wart noch schnell ein Momentchen. Was ist denn noch? Es geht bald los, du weisst. Ja, es hat auch noch vieles, unter anderem Blumengüsse von meiner Frau, aber weisst was? Da scheiss ich drauf. Also, los zu. Ich brauche noch eine kleine Story von dir, aber teile du. Jetzt noch? Spinnst du eigentlich? Ich muss in einer halben Stunde meine Tochter abholen. Wie stellst du dir das vor? Das ist mir eigentlich jetzt schnurzgleich, Meier. Du weisst, du schuldest mir noch ein bisschen was. Ja, um was geht's denn? Jo, es ist ja gerade Fußball-WM. Ja, die ist ja recht unbeliebt und keiner sollte den Scheissdreck schauen, oder? Und keiner scheint das auch zu interessieren. Ich brauche aber doch ein paar Promi-Statements. Du weißt, wir sind in einer taffen Branche. Momentan habe ich satt von überteuerten Scheisse-Papieren, weil etwas rauszuwälzen. Also kützeln wir bitte ein paar Statements raus. Was machen die alle mit dieser Zeit, wo sie kein WM-Match schauen? Und wer schaut gleich heimlich, he? Und so weiter und so fort. Ich will alles wissen. Du weisst, Meier, niemand sagt die Wahrheit. Ey, kannst doch keine Praktikantin oder einen Praktikant darauf ansetzen. Ey, für so einen Güssel ist mir die Zeit echt schade. Meier. Du bist der Einzige da rein, der kleine vernünftige Promi-Telefonnummer im Köcher hat. Und in seinen Adressbüchern rumflattern wie ein Grosser. Also du weisst, stürz dich drauf. Zeig mir den Meier wieder von früher, weisst du, liebe so, der Meier, der kleine Geier. Mit dem ist es vorbei. Ich bin nicht mehr der Meier, der Geier. Oh, wirklich? Aber gegen meine Freunde vom Paradeplatz geschrieben, eh? Das geht dann also wieder, in Dreck ziehen, nur weil die im Gegensatz zu uns mit ein bisschen Kohle mahnt. Ich has dir einig durchgehen lassen. Aber du weisst, Meier, ich hab die leider an Eier. Ey, mit wie vielen von deinen Reimen willst du mir eigentlich noch drohen, bevor ich es dann endlich mache? Du alter Rappenspalter. Rappenspalter, deine lacht du. Willst du das herausfinden, hä? Also hopp, oder wie Hopp Schweiz, kannst du auch sagen. Kannst du allen anrufen. Ausser, du weisst schon, dem nicht.
Musst du nicht noch weiter in den Dreck hineinziehen, der hat schon genug erlebt, das Jahr. Also, dann halt. Aber nachher sind wir quitt, okay? Mal schauen du, das entscheidet immer noch ich. Also, bringen wir es über die Bühne. Wem rufen wir dann zuerst an? Schauen wir mal in den Kontakt rein. A, B, C, D, E, F. Nein, dem kann ich ja nicht anrufen, oder? Aber spannend wäre es eben schon mal zu wissen, was der so denkt zu dieser ganzen Sache. Aber ja, viel offenlegen gehören wahrscheinlich auch nicht. Egal. G wie Gress. Ja, der kommt immer gut. Ja, wer ist am Apparat? Hey Gilbert, das ist der Meier vom Durchblick. Ich brauche ein Quote von dir zu der WM in Katar. Schaust oder boykottierst? Da muss ich Ihnen sagen, das ist eine Katastrophe. Da schaue ich wieder nicht an. Wissen Sie, da habe ich Besseres zu tun. Ohne mich dieses Mal. Oh, okay. Was ist denn dein Alternativprogramm? Wissen Sie, Maman, sie hat immer eine feine Streuselkuchen gemacht. Ich will versuchen zu backen diese, ja. Ich habe sehr viel Freude. Vielleicht mache ich mir sogar eine kleine Kuchenback-Show live auf Instagram. Das hat mir mein Neffe gezeigt. Ich liebe es. Es ist so toll. Ich kenne viele tolle französische Rezepte. Wissen Sie, damals in Lyon habe ich auch schon sehr gut gegessen. Ah, Sie müssen schon sehen. Hey, wunderbar. Hey, danke, das ist alles, was ich brauche. Alles Gute, Gilbert. Ciao, ciao. Okay. So, einen haben wir. Was machen wir jetzt als nächstes? H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ja, P. Petkovic. Der hat wenigstens mal etwas gerissen mit den Nazi. Die Franzosen rausgeputzt wie so ein Weltmeister. Muss mal schauen, was der so denkt. Was macht der eigentlich? Seitdem der wie Bordeaux draussen ist. Ich glaube nicht mehr viel. Geh mal den Puls fühlen. Meier! Mein alter Kollege! Ich habe lange nicht gehört von dir. Wie geht's? Hey, Vladi! Ja, ganz gut, ganz gut. Du, ich brauche ein paar Stimmen zu der WM in Katar. Verfolgst du das Turnier überhaupt? Oh, Meier. Bin ich Nationalmannschaft nur Beste, aber seit ich habe Pause von Coaching, ich habe entdeckt, Zauber von Eishockey, du weißt. Es ist einfach viel schneller und interessanter. Du kannst machen Puff, Puff, Back, Back, Check, Check. Und es macht keine Probleme, weißt du, hat keine Karte immer von Schiedsrichter, das. Deshalb Turnier in Katar, ja, das kann mir gestohlen bleiben, weißt du, nicht mal haben sie Bier. Oder musst du bezahlen 60 Bucks, das ist zu viel für diese, ja, du weißt schon. Vielleicht ich schaue dann wieder Europameisterschaft in Deutschland. Wenn ich dann nicht selber wieder Coach von Nazi bin, weil so mein Muri ist nicht so gelbe von ja. Hey, oh, planst du etwa ein Comeback? Habe ich etwas verpasst? Niemals sagen nie Meier, aber pst. Du bitte nicht schreiben, okay? Besser nicht Probleme mit Medien. Ja, alles okay. In dem Fall viel Spaß beim Hockey schauen und vielleicht sehen wir sich ja bald mal wieder. Danke, Meier. Mann. Tun die echt alle nur so, oder schaltet da echt wirklich niemand ein bei diesem Turnier? Also verübeln könnte sie ihnen ja nicht, aber jemand sollte ja schon noch finden, der bei uns unterstützt. Sonst wird das Ganze ein bisschen einseitig. Scheiß drauf, ich rufe ihm gleich an. Wahrscheinlich kommt ja eh nichts dabei raus, aber immerhin gibt es Klicks mit dem Namen. Da kannst du den Namen sogar in den Titel packen, wenn er nichts Gescheites sagt. Okay, probieren wir es mal. Vielleicht nimmt er ja gar nicht ab. Meier, der Chef hat doch gesagt, du sollst mir nicht mehr anrufen. Immer noch so böse wegen dem Artikel. Wegen dem einen Artikel, Mann. Ja, Meier, du weißt, schon nicht so nett gesehen. Und es ist immer noch böse wegen dem Artikel über mich geschrieben. Come on, Roger. Du bist der Goat. Wieso bist du jetzt so dünnhütig, wenn es um einen Artikel geht?
Ist doch gar nicht einmal so böse gewesen. Ja, so, wenn ich daran denke, was du geschrieben hast, noch beeindruckender als die Anzahl Turniersiege. Sagen bei mir noch die Anzahl Werbedeals mit Lind und Sunrise, wie sie alle heissen. Ja, ist schon ein bisschen ein klassisches Beleidigungskompliment. Hast gleich kurz Zeit. Weißt du, es geht auch nicht lang. Ja, okay, dann halt, das musst du wissen. Es ist ja Fußball-WM in Katar. Das ist ja ziemlich umstritten. Wie handhabst du das eigentlich? Schaust du die Match oder geht dir das Ganze gegen den Strich und machst etwas total anderes? Oh Mann, Meier. Oh. Ich dachte nicht, soll ans Telefon gehen. Ey. Aber lass, es passt gerade ganz schlecht. Können wir es anders mal reden? Ey, was ist denn jetzt plötzlich los? Vorher hast du doch noch gesagt, willst du mit mir reden? Was ist das Problem? Welcome tomorrow to get our race, our flight from Zurich to Doha. Please fasten your seatbelt and enjoy your flight. Roger? Roger? Ist noch da? Ja, was der Meier alles in diesen Artikel reinpackt oder eben weggelassen hat, das überlasse ich deiner Fantasie. Was ich dir aber verraten kann, ist, dass der Meier kurz darauf seinen Job gekündigt hat. Und für eine Zeit lang einfach mal nur Vollzeit-Papi war. Bereut hat er das nie.